Moin, ich bin der Chris und wir machen Koordinationsübungen mit einem Luftballon. Wichtig ist bei den Übungen erstens, dass er nicht weh tut. So nicht, keine von den Übungen, keine von den Bewegungen soll weh tun. Zweitens, am besten noch kein Risiko angehen. Also alle Übungen nicht so weit machen, wie man sich wohlfühlt, nicht riskieren. Wir sitzen hier bei einem Gymnastikball. Das ist ein bisschen schwer, das ist eine wackelige Affäre. Für die, die sich nicht so wohlfühlen darüber, kann ich die Übung nur auf einem Hocker machen oder auf einem normalen Stuhl, Matt oder ohne Armlehne. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch immer das Video pausen, wenn ihr eine Pause braucht, für die Übung vielleicht noch eine zu machen, während ich schon bei der nächsten bin und zu sehr in der Weh sind. Ihr macht Pause, so viel ihr wollt. Okay, hier ist ein normaler Luftballon. Ich probiere nochmal die Übungen einfach anzufangen und dann löse ich eventuell, ob das nicht schwer zu holen. Wir können aber so lange wie möglich, so lange wie ihr wollt, bei dem einfachen bleiben und dann lösen wir es steigern. Fangen das einfach mal an, um den Ballon zu gewinnen. Einfach ein bisschen viel mehr Nüsse am Ball jonglieren. Links nur rechts. Einfach so gut es geht. Und da, wenn wir es zu gewinnen tun, alles unter Kontrolle, probieren wir ein bisschen hoch zu gehen. Der am Strecken und Blut. Dann immer nur links und nur rechts. Und ich komme jetzt ein bisschen hoch. Und ich probiere Kontrolle über den Ball zu behalten. Wenn ich mich gut fühle, kann ich probieren mit enger Hand. Also sehe ich mit der starken Hand. Dann sehe ich mit innen bleiben. Aber wenn alles gut geht, probiere ich mich hoch. Ich kann mit der Hand reck jonglieren, mit der flachen Hand. Ich kann auch nicht mehr mit den Fanger, mit den einzelnen Fanger probieren, oben und hoch. Und dann kann ich probieren mit der schwachen Hand. So, mit der flachen Hand, mit dem Fanger, am Reck von der Hand, wie hoch, an die Idee. Und dann ist es mit zwei Händen. Ich kann probieren, durch jetzt zu gehen, dann durch jetzt zu strecken und weiter zu jonglieren. Ich komme jetzt, launch mich nur auf die andere Seite. Der Ball bleibt in Bewegung. Und ich komme ran. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine kleine Pause machen dazwischen, den Ball ein kurz hinhalten. Aber wenn ihr Platz seht, machen wir weiter. Jetzt probieren wir durch 4 an die Hand zu gehen, mit einer Hand, mit den 2 Händen, die Sterne strecken und die Bewegungen dirbeln und so gut es geht, den Ball zu kontrollieren. Ich kann auch probieren, Kreise zu machen, das heißt, als erstes gehe ich mit dem Luftballon rechts. Dann weit weg von mir nach vorne. Ich gehe weit weg von mir nach links. Und ich komme lang schnell nicht zurück. So kann ich probieren, Kreise zu machen. Ich kann auch probieren, in die andere Richtung zu gehen. Ball bleibt in Bewegung. Null, dann schnell zurück. Und der am Pause brauchen, machen wir einfach Pause. Da können wir ein kleines Spiel machen mit Zonen an. Wir können mit offenen Armen den Ball hochbringen, dann so machen und dann probieren den Ball aufzufangen. Das klappt. Eins du, nichts klappt nicht. Aber das kann ich gut probieren, die Arme zu strecken. Groß machen, den Weg riecht haben und dann so, den Ball loslassen und so gut es geht den Ball nicht auffangen. Kann ich probieren, und so, und auffangen. Für die Profis
kann natürlich auch probieren, mit enger Hand probieren, den Ball aufzufangen. Probieren das mal die enge Sache. Ob gelingt, das ist eine andere Sache. Ja. Da können wir Knie ans Spiel bringen. Wir lassen den Ball immer auf ein Knie fallen. Links nach rechts. Wenn das ganz gut geht, ohne den Ball umzuhalten, probieren wir immer den Ball bei ihr Knie zu bringen. Und am Knie ist drauf. Zack, ein rechts, ein links. Linke Knie, rechte Knie. Auch hier ist eine Profi-Version für die Fußballspieler. Einmal den Fuß. Einmal den Fuß. Die einfache Version. Einfach den Ball 24 Schalen an ab. Ein linke Fuß. Ein rechte Fuß. Am Profi immer natürlich alles an Bewegung. Ein Fuß bei den anderen. Wenn man ist ein Pause. Voilà. Nun machen wir ein paar Übungen am Stuhl. Einfach für mal ein Instrument zu gewinnen am Stuhl. Dieselben Übungen wie für unten. Also einfach für die Stunde zu gewinnen, ist eigentlich normal jonglieren, 4 Uhr mehr. Sie wissen in Bewegung, wenn ich will, kann ich auf der Platz trippeln. Natürlich, ohne am Übelstecker zu rennen. Ich kann nicht einfach hoch gehen. Ich kann nicht einfach niedrig gehen. Ich kann mit enger Hand probieren. Mit enger Hand seitlich. Riechen sich gestreckt. Mit der schwachen Hand riechen sich gestreckt. Und seitlich gehen. Dann ist zum zurückkommen. Dann probiere ich just mit den Fanger. Ich mir den Fanger aus, ich lege sie rechts. Dann probiere ich just mit den Fangern. Und selber bleibe ich wissen, ob ich bewege. Dafür, dass es nicht die ganze Zeit trunken geht, machen wir auch Übungen, wo wir den Ball einfach in der Hand halten. Das ist mit Trippeln am Anfang. Bei uns fängt es just auf den Platz und wir probieren, den Ball am Knie zu berühren. Auf den Platz gehen oder wenn der Platz rückt, können wir natürlich ein bisschen rundherum trippeln. Nicht so fest, dass der Ball nicht platzt. Knie an die Flut, so hoch es geht, dann heißt es weh geht. Da kann ich probieren, den Ball mit den Füßen zu berühren. Immer so weit gehen, wie es geht. Nicht forcieren. Wenn ich nicht wiederkomme, ist es nicht schlimm. Ich probiere so weit, wie ich es selber kann. Da stelle ich mich hin, face ein bisschen auseinander und probiere just den Ball kriegen zu gehen. Unter dem Hüft, nur links und rechts. Ich kann die Tour wechseln. Das probiere ich. Rund um den Kopf, Hand den Kopf planscht. Auch hier ist eigentlich in alle Richtungen. Jetzt hier ist eigentlich von rechts nach links, eigentlich von links nach rechts. Und dann gehen wir jetzt niedrig in die Hüfte und dann noch ein Stück mehr niedrig, face zu zoomen. Dann ist noch eine Wäsche und rund um die Knie. Knie noch zu zoomen, links und rechts. In die 2 Richtungen. Dann jetzt Pause machen, abkommen, den ein bisschen ausrüsseln. Und dann machen wir nur eine Kombination von den 3. Das heißt, ein rund um den Kopf. Ein unter dem Hüft,
an ein Ruf rund um Knie. An ist auf Hüft, Kopf, Hüft, Knien, Hüft, Kopf. An lo an die andere Richtung, noch immer der Kopf, Hüft, Knien, Hüft, an ist ein Kopf. An ein Pause, Beine ausrüsseln, der Arme ausrüsseln. Dann ein bisschen für sich zu strecken, den Ball mit der rechten Hand drauf, Hand fesseln, Ball mit der linken Hand drauf. Für die wollen, können das ganz am Gehen machen, an den Knie blockieren. Linke Knie, links Hand drauf, rechte Knie, rechts Hand. Kann auf der Platz tun. Kann aber auch am Kreis gehen, soweit ich Platz habe. So wie ich mich wohlfühle. Aber wenn ich will, kann ich sogar auf die Zehenspitze gehen. Links Hand, linke Knie und Blut. Aber jetzt gehe ich auf die Zehenspitze. So hey, es geht, ich probiere den Plafond zu berühren. Die Arme ein bisschen ausrüsseln. So, dann probieren wir mit dem Face breit so zu stehen. Und probieren so weit nach links zu gehen, wie es geht. Probieren das Face flach zu haben. Also das Face bleibt im Boden. Ein links, ein rechts. Die Fuß kann immer in die Richtung gucken, ein bisschen an die Richtung. Fuß dreht sich, beide in eine Richtung, beide in die andere Richtung. Knie dirbeln, hier ist gestreckt. Und hier probieren wir mich lang zu machen dabei. So oft wiederholen wie ihr wollt. Weit strecken. Und dann Knie und Beine bleiben noch auseinander. Und ich probiere einen Achterschritt zu machen. Also immer zwischen die Knie wechselt der Ball die Hand. Könnten es nur 4. Ich gehe dann an die andere Richtung, das heißt 4 noch handeln. Und ich wechsle immer das Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Ne? Links und rechts. Zack. Ruhig auf Bewegung bleiben, so lange nicht drehen. Okay, die Arme und Beine ein bisschen ausrüsseln. Machen wir noch etwas Kleines für die Beine. Kniebeugen, aber so weit wie wir können und wollen. Kniebeugen, den Hörnste geht nach hinten, direkt probieren wir Ried zu halten und gucken weit für runter. Dann machen wir Bockel, weit für runter ist, Hörnste raus und zwischen den Face ungefähr hüftbreit oder Schulter. Ich gehe hoch und wenn ich will, kann ich mich so weit strecken wie ich kann. Hoch. Nicht strecken. Vielleicht sogar auf die Zehenspitze gehen. Das kann jeder so machen wie will. Ich kann nur einfach nur abgehen, B strecken und den Arm strecken. So weit. Strecke so weit. Okay. Machen wir noch ein kleines Spiel. Koordinativ natürlich. Wo geht es darum, sich sehr umzudrehen. Mehr oder weniger sehr. Ich kann den Ball über meinen Kopf nach hinten und dann drehe ich mich nach rechts und ich probiere den Ball abzufangen. Und abfangen. Zweite Kehr probiere ich mich nach links zu drehen. Und so wechsle ich dadurch. Einmal nach rechts drehen. Den Ball abfangen, eher auf den Boden können. Und dann kann ich rechts. Ich kann schon so oft wiederholen, wie ich will, bis ich mitziehen. Dann schwer über. Und also ganz zum Schluss machen wir noch ein kleines Spiel. Wir nennen es Luftballon und Golf.
Wir können auch einfach aufhängen. Alles, was wir brauchen, ist am Anfang ein paar Bayerkurve, kleinen Eimer. Und dann probieren wir es an drin zu stellen, um den Ball zu jonglieren. Und der Luftball, der soll, wie gut es geht, dort dran landen. Am besten ohne den Ball umzuhalten, also der Ball soll immer in Bewegung bleiben. Am Ziel ist es, dass er dort dran ist. Das können wir auch am Stehen machen, wir können da auch am Gehen, dass wir am Anfang einen kleinen Weg gehen. Und dann lösen beim Ziel kommen. Für die Profien kann ich natürlich auch die Kurve weit wegstellen. Ich kann mir hier einen kleinen Parcours aufstellen, wo ich drüber klammen muss, ohne Risiko natürlich. Und zum Schluss soll der Ball dort dran landen. So, das war es. Dann werdet ihr selber daheim üben. Viel Spaß dabei. Ich sage nicht merci, aber bleibt gesund.